Guten Morgen allerseits. Ja, wir sind wieder mal in den Bergen. Wir müssen aber zugeben, dass wir das mal ein bisschen fremd gehen. Wir sind nämlich nicht in der Schweiz, sondern im schönen Tirol, genauer im Pitztal. Wir sind eingeladen worden, hier mit ein paar anderen Bloggern die Region zu erkunden und haben jetzt hier ein paar Tage. Heute geht es hier hinten rauf mit dem Bändli. Machen wir eine kleine Wanderung hier durch die Wälder. Es dreht sich nämlich diese Woche alles um die Zirben. Das ist so eine ganz spezielle Tannenart, die hier wächst. Und sie sind doch ein bisschen darauf spezialisiert, alles Mögliche aus dieser Zirbe zu zaubern. Nein, es gibt einfach irgendwie ganz viel mögliches Zeug, was sie aus dieser Zirbe machen. Ein Highlight haben wir aber schon gehabt, gestern, als wir angekommen sind. Und zwar haben wir eine kleine E-Bike-Tour machen. Und ja, ich weiss, E-Bikes sind ja eigentlich eher so etwas für ältere Leute, die nicht mehr trampen. Aber wir haben nicht nur E-Bikes gehabt, sondern das waren eigentlich richtige E-Mountainbikes gewesen. Also mit denen hast du wirklich hier den Berg rauf können. Und ja, wenn zugeben, es ist natürlich schon ein bisschen angenehmer, wenn man nicht so fest muss trampen und es fast von alleine den Berg rauf geht. Und wir sind ja sonst keine geübte Mountainbiker. Ja, darum hat uns das schon ziemlich Spass gemacht. Wir haben es recht lustig gefunden. Es warten sicher noch ganz viele andere Sachen auf uns. Da gehen wir doch am besten zuerst schnell in unserem schönen Hotel zum Morgen essen und dann gehen wir schauen, was wir da alles Schönes vorfinden. Es geht weiter aufwärts. Hast du genau, wie das Programm aussieht? Wir machen jetzt eine Wanderung und nachher gibt es schon bald den Mittag und nachher machen wir unseren eigenen Zirbenschnaps. Oh ja, Zirbenschnaps, stimmt. Da bin ich gespannt. Das ist mal nicht schön. Noch einen Wolf gefunden hier oben. Hi du? Wie heisst du? Un bacio, eh? Also wir sind jetzt mittlerweile in den Zirbenwäldern angekommen. Dort vorne ist die Zirbe. Also man sieht, das ist noch so eine Art Tannenzapfen. An der Uni Innsbruck haben wir im Schlaflabor getestet. In 24 Stunden hat der Mensch 3000 Herzschläge weniger, wenn er in einem Zirbenzimmer sich aufhält. Also es ist sehr beruhigend. Ja. Ja. Für solche, die ganz einen niedrigen Puls haben, ein bisschen aufpassen, ja, dass sie nicht für immer einschlafen. Ja. Bist du auch im Vlog? Wir haben uns gerade ein bisschen bekannt gemacht mit den Locals hier. Wir gehen jetzt gerade hier hinten auf eine Alm runter und der Bauer von dieser Alp ist bekannt dafür, dass er aus dieser Zirbe einen sehr guten Schnaps macht. Ja, ich bin gespannt, wie das schmeckt. Gehen wir mal schauen. Das ist nur ein flauschig Käse. Okay. Kann man dich mitnehmen? Dankeschön. Also, das ist jetzt der berühmte Zirbenschnaps. Zum Wohl. Prost, zum Wohl. Zum Wohl. stai riprendendo. 3, 2, 1. Und?
Ziehst du ins Gesicht? Nein, das ist automatisch, aber schlecht ist er nicht. Er ist Okay. wirklich gut. Okay. Er ist wirklich gut. Jetzt sollte ich noch probieren. Also schmeckt ihr schon nach diesen Zirben, oder? Ja. Das ist fein, ist fast ein bisschen wie Röteli, ne? Ja, er ist gut. Also ich auch gerne. I still wonder from time to time if I am fooling myself with lies. It's creeping up on me sometimes. So, wir sind wieder aus dem Zirbenwald draussen. Es ist wirklich ein schöner Wald, vor allem stehen die Bäume nicht so dicht beieinander. Und darum siehst du halt immer wieder auch die Berge und hast eine recht schöne Aussicht auf die Umgebung. Ja, jetzt habe ich wirklich langsam ein bisschen Hunger. Wir sind nach dem Programm ein bisschen hinten an, weil ja, mit diesen ganzen Bloggern kommst du halt ein bisschen langsamer voran. Also wir sind natürlich da auch mitschuldig, weil ja, könntest du wirklich einfach alle 15 Meter könntest du anhalten, Kamera aufstellen, Fotos, filmen. Ja, es ist wirklich eine wunderschöne Region. Darum laufe jetzt die letzten paar Meter noch ein bisschen schneller, damit es dann irgendwann mal zum Mittag gibt. Das hat jetzt wirklich gut da. Ich hatte mega Hunger gehabt und es ist wirklich spannend, was man alles aus dieser Zirbe machen kann. Also wir hatten irgendwie Zirbensenf, Zirbensirup, der fast ein bisschen wie Holunderblütensirup geschmeckt hat. Und natürlich ganz spannend, am Schluss haben wir noch unseren eigenen Zirbenschnaps machen. Und das ist eigentlich noch recht einfach. Also man braucht nur irgendwie Gandiszucker, den man dann mit so einem Ausgangskorn-Schnaps eigentlich mischt. Und nachher kommt halt eben die Zirbe, der Tandzapfen, eigentlich drin aufgeschnitten und dann lässt man ihn stehen und dann kann man ihn eigentlich so schon relativ bald trinken. Und hat wirklich einen speziellen Geschmack, also es schmeckt so ein bisschen harzig natürlich, aber ich habe es eigentlich wirklich noch gerne. Und was auch ganz fein war, wir haben noch eine Zirbensuppe gemacht mit Schwimm drin und ja, wir haben sowieso gerne Pilze, von dem her auch sehr fein gewesen. Fein, sehr fein. Ja, mir schmeckt schon ein bisschen raus. Das ist auch das, was man nicht kennt. Da muss Zirbe sein, aber es ist wirklich mega fein, mega aromatisch. Wir haben jetzt gerade noch rechtzeitig da ins Gondeli geschafft. Dann auch gerade vor Regnen, wo wir rein sind. Bevor es aber so richtig angefangen hat, haben wir noch ein echtes Highlight gehabt. Und zwar sind wir mit so Karts den Berg abgefahren. Und ja, es hat echt Spass gemacht. Und es war echt noch schnell gewesen. Und wenn man aufpassen muss, dass man die Kurve nicht rausnimmt. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg runter, gehen zurück ins Hotel. Ich muss sagen, ich bin echt geschafft. Es war ein intensiver Tag, aber wirklich spannend. Sehr eine schöne Region hier. Und ja, jetzt haben wir morgen noch einen Tag und ja, bin schon gespannt darauf, was der noch mal alles parat hat für uns.